Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Wir befinden uns ja momentan in der Stadt der Tränen, gerade beim Hirschkäferweg zu. Mein Ziel wird es mal sein, ich würde gerne noch mal schnell in die Bahn runtergehen, weil irgendwo da unten sollte sich ein Nest voller Bienen befinden. Und ich würde das gerne mal aufsuchen, um zu schauen, ob wir das irgendwie finden können. Ich habe mich versucht, ein bisschen schlau zu machen, aber ich bin mir ziemlich unsicher. Aber ich denke, wir schauen uns das im Großen und Ganzen mal an. Und im Nachhinein würde ich dann gerne nochmal zurück auf Mistmund, weil ich würde gerne noch schnell eine Händlerin besuchen, jetzt wo wir so viel Geld auf Vorrat haben. Gut, die Frage ist, nein komm, wir machen uns zuerst wirklich auf zu dem Nest. Für das müssten wir aber einmal versteckte Station, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Dann muss ich mich da wieder völlig verlaufen. So, da. Genau, Palast gründen. Wir sind genau am richtigen Ort. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Auf die Suche nach dem Bienenstock. Dann hoffe ich, dass man den auch plus minus findet. So, Wuppa. Noch genug früh abbremsen. Sonst funktioniert das ja da nicht. Dann müssen wir uns den Weg wieder komplett gegen oben freikämpfen. So, jetzt muss ich aber schon schauen. Einfach einmal alles rauf. Ich glaube, ich werde mich nie daran gewöhnen, das auswendig zu lernen. So, einmal alles rauf, bitte. Voilà, das hat doch schon mal gut funktioniert. Da kann ich mich nicht beklagen. Und dann wären wir eigentlich schon wieder bei der Bahn zu. Jetzt muss ich da schon die Bahnkarte reinstecken. Betrachten! Bahnkarte einstecken. Und da ist sie schon. Voilà. Nice, nice, nice. So, dann würde ich sagen, dann begeben wir uns mal gemütlich in unsere Bahn und machen uns auf eine Station weiter. Betrachten! Leuchtknopf drücken! Los geht's! Dann machen wir eine kleine Rundfahrt bei unserem Bähnchen. Das ist doch einmal nicht schlecht. So. Aber das Einzige, was ich sicher mal nicht vergessen ist eine ganz kurze Pause machen. Nicht, dass wenn wir dann da sterben würden, dass ich irgendwie allzu weit entfernt wäre. Und dann würde ich sagen, versuchen wir mal den Bienenstock zu finden. Und mich nimmt das einfach ziemlich wunder, wo der genau sich soll befinden oder wo, was, wie genau. Aber ich habe da schon eine ganz kleine Vermutung. Also eben, ich habe mich versucht zu erkunden. Mir ist schon gesagt worden, dass ich irgendwie an dem vorbeigelaufen sei, in einer gewissen Minutenzahl. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es könnte gerade die Wand da sein. Oh! Okay, aber das wird mühsamer zum Freischlagen, als ich erwartet habe. Ui, ja, das wird wirklich mühsamer. Ah, wie soll ich denn das aufschlagen? Kann ich das mit meinem Schuss kaputt machen? Ah ja, das geht auch mit meinem Schuss. Ah, okay. Ich habe jetzt gemeint, ich müsste da voll draufschlagen, damit ich das Teil überhaupt kaputt machen kann. Aber wenn es bei unserem Schuss funktioniert, dann haben wir ja den Eingang schon gefunden. Dann schauen wir uns mal an, was uns da so erwartet. Der Schwarm. Ui, jetzt habe ich fast das Falsche gelesen. Hei, hei, hei. Der Schwarm. So, da haben wir einen Haufen voll Honig, der da uns im Weg ist. Was ist das für ein Ding? Hä? Ah, das spuckt die ganze Zeit so kleine Bienen raus. Okay, alles klar. Das ist so eine Art Nest von denen. Okay. Und ein Haufen Taler wieder. Nice, aber da haben wir irgendein kleines Flügel, das ich gar nicht gesehen habe. Ich glaube, ich fühle mir lieber mal kurz mein Leben, bevor wir da weiterkommen. Und oben. Wieso steckst du da oben fest? So. Dann schauen wir, dass wir da vielleicht irgendwo einen anderen Weg finden. Mit der Honig im Weg! Also der Winnie der Pooh, der hätte richtig Freude da unten. Also unser Freund und Begleiter hätte da ziemlich Freude dran. Würde ich jetzt mal so behaupten. So. Dann müssen wir schauen, dass die Bienen da nicht uns queren kommen. So, das ist nichts im Frisch. Und da haben wir wieder einen Berg voller Taler. Wir sind ja richtige Millionäre, bis wir da mal rauskommen. So, und sonst hat es da nichts. Okidok. Und dann geht es noch ein bisschen weiter runter. Jetzt lasse ich mir doch nicht entnehmen, den Bienenstock komplett zu erforschen. Dann könnten wir einmal nach links und einmal nach rechts. Und dann hätten wir wieder so einen, der da... Ui, der kann ja gumpen. Ui, wie viel kommen da raus? Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass da noch ein paar Bienen dann wieder rauskommen. Aber ich finde das so mega herzige Bienen. Die sind so maskiert vorne dran. Ne? Da oben geht es auch weiter. Da hätten wir wieder so einen Essenzenbaum. Dann hätten wir wieder so einen. Dann würde ich mal sagen, ich versuche den mal so kaputt zu machen. Ui, was ist das für ein... Oh, jetzt bin ich so verschrocken ab dem grossen... Der verfolgt mich mit seinem Stachel.
Was ist mit dem los? Kann doch nie ein Bienchen sein, das so etwas kann. Sola. Oh meine Güte. Hat es da wieder komische Kreaturen umeinander. Aber Taler hat es en masse. Darum nehmen wir das natürlich auch komplett mit. Da hat es keinen Boden mehr, der wackelt oder irgendetwas in der Art. Darum füllen wir lieber mal schnell unser Leben nochmal nach. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich den schon mal aktivieren soll. Komm, ich aktiviere den mal. Dann können wir ja schauen, dass wir auf dem Aufweg gerade einsammeln. Voilà. Dann nochmal rauf. Und das ist nämlich gut, wenn wir mal die 500 Essenzen zusammenbekommen, weil mich nimmt es ehrlich gesagt schon ziemlich Wunder, was da auf uns wartet, wenn wir die 500 Essenzen zusammen haben. Oh, einmal runterfallen lassen. Oh, oh, oh. Aber wenn es dich mal verwünscht, dann verwünscht sie richtig. Aber wenigstens zieht es nur ein Leben ab. Ich hatte so schon Schlimmeres erwartet. So, ich glaube, wir haben den ganzen Baum, jawohl, es hat danach tönt. Wieder ein Berg voll Honig am Weg. Weg da. Aber oben haben wir schon wieder einen Berg voller Taler. Das sage ich natürlich auch nicht. Nein, hey, der jumpt da ja rum. Hey, da voll der Arschplanscher auf uns. Geht's noch? So, dann sammeln wir zuerst den hier ein. Können wir ja den gerade mit dem töten. Selbst mit dem verbesserten Nagel brauchen wir trotzdem noch 2 Hits für die kleinen Viecherli. Aber wir haben schon 5170 Geo zusammen. In dem Bienenstock gibt es wirklich reichlich an Geo. So, da steht jetzt da nichts, auch der Decke nicht. Und das sieht, oh mein Gott, das sieht ein bisschen scheiter aus. Ich fühle lieber mal mein Leben einmal nach. Da haben wir so ein riesen Bienenli. Hey! Es läuft bei dem falsch! So, ich einfach nicht explodieren, wenn ich da stehe. He? Und dann haben wir schon wieder so einen. Ich glaube, am besten wäre eigentlich einfach warten und im richtigen Moment ausweichen. Dann könnte ich dann am besten eins auf den Keks hauen. Dann haben wir schon wieder einen Weg, der dann nach links geht. Aber ich glaube, ich beforsche lieber zuerst mal alles gegen rauf. Okay, da wird es ein bisschen enger. Ah, gerade beide verfehlt. Ah! Ich kann schnell ein bisschen nochmal runtergehen. Vielleicht verfolgt er mich ein bisschen runter. Das wäre natürlich ziemlich praktisch. Ja, er verfolgt mich. Ui! Der haut ganze Steinblöcke aus dem Weg. Was ist denn das für ein riesiges Ding? Und der haut mir auch 2 Schaden rein. Okay, okay, gut zu wissen. Aber jetzt nervst du auch keinen mehr. So, dann tun wir da mal wieder unser Leben auffüllen. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Bienenstock ist ein bisschen, auch ein bisschen speziell. Aber bis jetzt hat es gelohnt. Allein an Geo, was wir da bis jetzt eingesammelt haben. Ich wollte noch schon die Wand anschauen, dass man da noch irgendetwas einschlagen kann und ich übersehe das. Ah, mit dem einen Bienenli. Heil und zack noch einmal. Den Löli-Verein da wieder. So, aber dafür sind wir wenigstens zuoberst. Jetzt ist halt die Frage, wenn wir lieber raufgehen oder nach links tun. Komm, wir gehen jetzt zuerst mal rauf schauen. Wir müssen halt ein bisschen alles jetzt noch mal schnell ein bisschen erkündeln. Ah, jetzt hat es wieder so einen... Ja, gerade 2 aufs Mal. Ah, wieder ein Berg voll... Ui, da. Highspeed da. Wir sind nicht beim Formel 1. So, und dann sammeln wir uns gerade mal noch den Berg voller Taler ein, wenn wir da schon so gut dran sind. Leben darf man natürlich nicht vergessen. So, und dann machen wir uns da mal auf den Aufweg. Da geht es wieder einmal gegen rauf. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Okay. Hey, das ist schon richtig verzwickt, aber da haben wir einen Berg voller Taler wieder. Hey. Haben die Bienen alle so Geo geklaut in dieser ganzen Welt und da verstreut in ihrem Honig drinnen? Was ist da? Ah, das ist der Weg auf der anderen Seite, wo ich letztes Mal durch bin. Und ich gesehen habe, dass da etwas hat. Okay, alles klar. Dann schauen wir aber schnell nach, was es da noch hat. Wir haben jetzt schon mehrere Wege nicht erforscht. In dem Bienenstock rein. Die würde ich halt natürlich auch noch liebend gerne sehen. Ah, wieder so ein Ding. Der macht einen auf Formel 1 Fahrer. Ui, ey! Ah, jetzt bin ich schon wieder reingekommen. Mann, dumm von mir. Solo. Geo-Alarm. Noch mehr Geld.
So, dann haben wir da mal alles. Gott sei Dank haben wir unseren Geoschwarm dabei. Gehört da irgendetwas? So, ein bisschen Concentration. Oh, das hat nichts mit Konzentration. Das hat eindeutig nichts mit Konzentration zu tun. Hey. So. Ich kann wieder das Leben anfühlen. Da unten wartet schon der nächste Formel 1-Fahrer auf uns. Wieder ein Berg voller Taler. Und da oben hat es nichts. Doch, da oben hat es irgendeinen Weg. Ober uns hat es irgendeinen Weg, aber da komme ich nicht an. Nein, wieso kann ich mich da nicht... Jetzt... Ah! Nein, das funktioniert nicht. Das ist irgendein anderer Weg, aber ich habe keine Ahnung, wie wir da kommen sollen. Dann würde ich sagen, wir schauen uns einfach mal weiter an. Komm, Formel 1 fahren, komm. Komm. Kommst du nicht da durch? Ich wollte es gerade sagen. So, la. Ah, wieder so einer. Hey, wie viele Bienen hat es da in dem Stock drin? Und der macht wirklich nicht wenig Schaden. Das darf man nicht außer Acht lassen da. Oh, jetzt habe ich gedacht, ich komme... Alter! Dort hat es etwas mega Cooles, aber ich wollte mich zuerst verstecken. Nein, ich habe gemeint, ich kann nicht genug früh schlagen. So, zuerst verstecken. Dann sammeln wir uns das Ding ein und dann hauen wir schnell allen Lölis Eis auf den Deckel. Und was ist es? Wieder ein Teil von unserer Maske. Nice! Ich glaube es gerade... der kann reinkommen, okay. Aber die grossen nicht. Also würde ich das mal eine gute Strategie finden, zuerst mal mein Leben wieder anfüllen. Hey, wir haben fast schon 1000 Geo gesammelt, allein hier in diesen Höhlen drinnen. Also in diesem Bienenstock. So, jetzt bist du auch außer Order. So, du bist auch weg. Jetzt haben wir da nur noch alles Kleine. So, da geht es aber auch mal weiter. Hey, der ist riesig, der Bienenstock. Der muss sich über Jahre angesammelt haben. Schauen wir zuerst mal da durch. Hey. Da haben wir ja wirklich einiges zu forschen. Wohin geht es jetzt? Wohin geht es nur jetzt? Okay. Finde ich mich denn da überhaupt auf der Karte? Nirgendwo. Dort hinten hat es ein riesen Manöckeli und da hat es eine riesen Fläche. Das kann sich um einen gröberen Kampf handeln. Ich habe es genau gewusst. Wieso habe ich es gemacht? Ah, okay. Schwarmritter. Wir kämpfen gegen einen Schwarmritter. Oh. Wieso gar nicht rein? Ich will kumpen. Ich weiss nicht, ob ich da... Oh, was ist das? Es läuft mit dem Ding falsch. Hey! Ich habe keine Ahnung, was der für Fähigkeiten bringt. Okay. Was läuft jetzt? Okay, ich kann ihm eins auf den Deckel hauen. Okay. Okay. Alter! Falsch nur teleportiert. Okay. Nein! Oh! Ich habe mich doch so konzentriert. Ich hätte jetzt gedacht, wir schaffen das. Aber dafür wird unsere Karte aktualisiert. Und wir sind ganz irgendwo am Arsch von dem Bienenstock gewesen. Es wird ziemlich schwierig, wieder dort zu kommen. Ich hoffe, ich bringe das einigermaßen gut an. Oh Mann! Gegen den Schluss habe ich mich so gut angestellt. Ich behaupte, hätte ich von Anfang an geschnallt, was der für Fähigkeiten hat, hätten wir dem Gröber Eis auf den Keks gegeben. Und dann würde ich sagen, dann machen wir uns direkt mal auf ein neues im Kampf gegen den. Weil das kann ich mir auch nicht bieten lassen, etwas.
Mann. Drückt mich die ganze Zeit. So. Da kommen jetzt wieder 100 Kleine noch raus. So, dann füllen wir schnell unser Leben nochmal nach, weil ich muss schon ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Also vorsichtiger geht anders, aber ist auch mal was. So, so, ich würde jetzt sagen, beim nächsten Anlauf hauen wir den Mais gegen den Keks. Wir hauen den Mais auf den Keks, dem Löli. Jetzt aufpassen, weil ich versuche jetzt eigentlich nicht mehr gegen alle zu kämpfen, weil das haben wir ja im Vorhinein schon mal gemacht. So, den kann man irgendwie, glaube ich, gar nicht wirklich ignorieren. Oh. So, da sind wir souverän aufgewichen. Aber der kleinste Fallen verwünscht mich. Der kleinste Fallen hat mich noch verwünscht. Oh mein Gott. Aber es ist wirklich ein riesen Bienenschwarm. Und mich wundert es jetzt, was dort hinten auf uns lauert. Und darum wollte ich jetzt dort hin. So, wenn wir da, glaube ich, einmal alles aufwärts. So, einmal durch. Oh, da. Mein Herz bleibt jedes Mal stehen, wenn die da kommen. Alter, hat der einen Speed drauf. Hey, komm da. Nein, mit dir will ich nicht. Lass mich doch schnell in Ruhe. Ich will schon mein Leben anfüllen. Ich will schon mein Leben anfüllen. Lass mich in Ruhe. Lass mich doch einfach schnell mein Leben anfüllen. So. Nicht mal der lässt mich in Ruhe. Ich kann nirgends meine Ruhe. Ich muss dann, glaube ich, schon eins auf den Deckel hauen. Und da runterlocken. Also ich glaube, das ist wirklich gemacht, dass man eben nicht einfach da durchrennen kann, sondern dass man sich wirklich den Gegner muss stellen irgendwie. Aber wie es aussieht, haben wir das jetzt ein bisschen plus minus irgendwie anbekommen. So, ich versuche mich da jetzt... den Kleinen habe ich gar nicht gesehen, so im Schatten versteckt. Oh Mann! So schnell durchschleichen ist wirklich schwieriger als erwartet. Ja komm, den muss ich jetzt... Oh! Der hat mich fast... auf die andere Seite wieder rausgerührt. Formel 1-Fahrer am Rande. So. Wir befinden uns schon mal in der Nähe. Das ist schon mal ein guter Anfang. In der Nähe befinden ist schon mal ein guter Anfang. Aber noch nicht genug gut. Ich habe gehofft, wir kommen genug schnell runter. Ja, warte, der kommt dann auch wieder... Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, ist das knapp gewesen. Aber ganz ehrlich, ich befinde mich kurz vor meiner Seele und ich habe schon fast kein Leben mehr. Ja, Komm. Einfach jetzt nicht näher kommen. Ich will meine Seele zuerst wieder einfangen und jetzt versuche ich den anderen Lölis schnell eins auf den Keks hauen, dass wir ein bisschen die Seele nochmal nachfühlen. Also, dass wir einfach auch mit vollem Leben können da in den Kampf hineingehen. So. Komm da hin. Genau, komm da rüber. Oh, dass der auch da durch kann. Was läuft mit dem schief? Also die ganz grossen, die sind mir wirklich ein bisschen koscher. So, jetzt aber. Jetzt haben wir es den Löli gegeben. So, jetzt können wir nämlich mal sicher mal unser Leben komplett nachfüllen. Aber am besten wäre eben nochmal so etwas da zu finden. Schauen, dass wir kein Leben verlieren. Der lädt jetzt wieder alles Kleine raus, genau. Dass wir nämlich wirklich mit vollen Seelen in den Kampf hineingehen, dass ich direkt volle Pulle drauf schiessen kann. So, ich würde sagen, so wären wir ziemlich gut parat für den Kampf. So sollte das eigentlich ziemlich gut funktionieren. Aber wisst ihr was? Wie der Kampf passieren wird und ob ich es überstehen wird, das sehen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst: eine Runde Hollow Knight mit uns Schweiz. Danke mal fürs Einschalten, ich hoffe, es hat Spass gemacht.
Wenn ja, ein Abo und ein Like nicht vergessen. Etwas in den Kommentaren, wenn ihr irgendeinen Tipp oder einen Hinweis für mich habt. Ich nehme immer alles gerne entgegen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder einen guten Abend, wenn auch immer ihr gerade am Schauen sind. Danke und ciao.